Hans, wir sind da jetzt bei euch in der eigenen Backstube. Du hast ja Bäcker gelernt, das Bäckerhandwerk. Und du hast mich jetzt eingeladen, dass ich da was mit dir mache. Ich weiß aber noch nicht was. Ja, wir machen eben ein Glätzenbrot jetzt. Also, und da sehen wir schon, was wir alles brauchen. Wir brauchen da jetzt einmal als erstes die Glätzen, das sind, was wir getrocknet haben im Türhaus. Ja, die brauchen wir. Dann haben wir Zwetschgen, was wir trocknen. Und wenn man Nüsse auch selber hat, die Walnüsse, die sind sowieso besser als die Haselnüsse, weil die sind nicht so hart. Okay, die kann man auch dann schön beißen. Und wir dann auch dann Feigen rein, Rosinen. Und dann haben wir ein bisschen Zitronat und Orangat. Und das erste, was wir uns jetzt einmal machen, ist der Einschlagtag, was über das Glätzenbrot dann drüber kommt. Und dann nehmen wir uns jetzt einfach eine kleine Schüssel. Und da haben wir jetzt alles da. Da brauchen wir jetzt ein Weizenmehl, da brauchen wir ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz, Butter und ein bisschen Germ und eine Milch. Da tun wir uns jetzt ein bisschen was rein. Ich hab's jetzt, das wird jetzt bei uns nicht so genau gemacht. Du hast das schon im Gespür. Ja, das sozusagen. haben wir im Gespür. Das hast du wahrscheinlich schon öfter gemacht. Genau. Nicht das erste Mal. Da machen wir uns ein wenig Grübe, dann tun wir da ein bisschen Zucker her. Wir brauchen da jetzt nicht viel Zucker. Und dann brauchen wir da gerade eine Prise Salz. Okay, ich sehe schon, passt gut. Und dann nehmen wir uns ein halbes Stückchen Germ da dazu. Und da lassen wir uns jetzt ein bisschen die Milch drauf. Schauen wir mal, den Germ soll man ein bisschen vergreifen. Vergreifen wir den und dann kneten wir da jetzt, bis er schön glatt wird. Ja. Da haben wir jetzt einen Sauerteig, den haben wir auch gestern schon angestellt, weil wir brauchen den für einen Brottag, was ins Glätzenbrot reinkommt, damit es ein bisschen eine Bindung hat. Aber es sollte nicht zu viel Brottag drin sein. Wenn zu viel Brottag drinnen ist, das trocknet aus und ist auch nicht so gut. Weil wir wollen auch hauptsächlich die Früchte schmecken. Okay? Und zu unserem Sauerteig, was wir da jetzt angerichtet haben, bei so kleinen Mengen brauchen wir ein bisschen ein Germ. Okay, damit das tun wir uns da jetzt ein bisschen rein. Also ein Germ haben wir da jetzt drin, dann laden wir ein bisschen frisches Wasser drauf, ein Kaltes. Ein Kaltes, okay. Wir brauchen da jetzt nicht so viel. Und dann tun wir uns da ein Salz dazu, zu unserem Brottag. Was nimmst du? Also eine Prise voll. Ja, weil wir haben nicht viel. Da rühren wir das jetzt ein bisschen durch, damit sich der Germ auflöst ein bisschen. Okay. Das haben wir jetzt über die Nacht eingewagt mit dem Rum, damit das ein bisschen Aroma kriegt. Man riecht es ein bisschen wahrscheinlich. Ja. Und von dem Schwarzbrottag, weil wir jetzt nicht so eine große Menge haben, da nehmen wir uns jetzt gerade mal die Hälfte, die tun wir jetzt da drin dazu. Und das müssen wir jetzt gut vergreifen. So, jetzt haben wir den Tag da und den Tag nehmen wir einen Pinsel und ein bisschen Wasser. Den müssen wir befeuchten, damit das klebt. Und dann nehmen wir einen, draufgesetzt. Und dann umhüllt man es. Und dann umhüllt man es und wir haben da aber jetzt ziemlich viel Tag. Und das macht aber nichts, wir schneiden das jetzt da weg. Je dünner der Tag ist, je besser ist. Okay. Den Tag können wir dann später auch wieder rausbacken und das ziehen wir dann da drüber und dann biegen wir das zu und dann drehen wir das um. Dann ist das erste fertig. Das ist fertig.
Ja, Hans, du hast jetzt das frische Glätzenbrot schon aus dem Backofen raus, fest aufgeschnitten mit dem Butter. Das ist ja üblich bei euch, dass man das mit dem Butter serviert. Genau. Ja, dann probieren wir es. Auf alle Darf ich Fälle. sagen? Auf alle Fälle. Ja, bitte. Ich mag es lieber ohne Butter. Ich mit. Ich koche es gleich mit Butter. Ich mag es mit. Gutes Schwein.